Meinst du, dass die Lifestyle aber viel Dreh aus? Absolut nicht. Ich sage selber, was für mich gemacht das heißt. Ja. Weil das geht immer bis 3, 4 und dann muss ich aber schon ziemlich am Eimer. Definitiv. Ja, ich kann mir vorstellen. Du willst mehr über die Kulturszene zu Lützeburg mitkriegen? Da bist du halt richtig. Wir schwätzen 2-mal im Monat mit der kreative Cap aus unserem Land und diskutieren über sämtliche Themen, mit denen sie sich befassen. Willkommen bei Kultur pur, der Podcast für einen anderen Anblick an Kulturszene zu Lützeburg. Hosted by Ceci. Willkommen an einer neuen Staffel von Kultur pur, der Podcast für einen anderen Anblick an Kulturszene zu Lützeburg. Ich begrüße euch aus dem Studio vom Radio Ara, den die auf der Frequenzen 87,8, 102,9 und 105,2 lauschen könnt. Ich bin Cecilia Said Vieira, Ehrenhost, und heute zu Gast haben wir den Producer, DJ Allo, neuerdings Firmengründer, der Rico James. Hallo. Wie geht es da? Ganz gut. Wie geht's dir? Ganz gut. Also wir kennen uns schon von Berlin. Was hast du zu Berlin gemacht? Ich bin zu Berlin studiert, Tontechnik und Musikproduktion. Und du schaffst auch nur in dem Bereich, gell? Ganz genau. Gott sei Dank. Schon irgendwie gepackt, ja. Ja, das ist auch ziemlich schwer, überhaupt da Fuß zu fassen, oder? Absolut. Also die meisten von meinen Kollegen, die ich auf der Uni hat, die machen etwas aktiv oder nicht mehr mit Musik. Das ist wirklich für da halt ein bisschen Geld zu verdienen, für zu überleben, als nicht evident. Mhm. Für nicht Bild von einer Musik zu kriegen, habe ich mal gedacht, dass wir einfach damit anfangen können, etwas von dir zu spielen. Und ich will einfach dass wir da tun, was am meisten Streams bei dir hört. Ich schwätze von 3 Millionen Streams. Glückwunsch dafür. Merci. Wie heißt es dann? Das ist von meinen ersten, also das Lied, weil ich an meinen ersten Jahren von den produziert habe, Samurai's Death, das Ganze ist eine Trilogie gehen. Das ist so ein Hip-Hop, Lo-Fi, Chill-Beat, den ich gut beim Lehren kann, lauschen. Da wisst ihr Bescheid. Muss er nicht dem Lo-Fi-Girl die ganze Zeit nur lauschen. Genau. Mal dann, komm ich lauschen nicht heran. These two will hereby be executed by decapitation and their heads put on display. Are you ready to apologize? Are you ready to grovel at my feet and beg for forgiveness? If living means bowing down to the likes of you bastards, I'd rather die on my feet with my head held high. Wie kann das sein, dass das Lied einfach so viral gegangen ist? Das war eine gewisse Art von Chance. Ich komme von einem YouTube-Channel, der damals schon relativ groß war, Unbox Therapy, quasi ein bisschen promoted. Sie haben Musik geholt, am Hintergrund von ihren Lieder von ihren Videos Spiele gelost auf YouTube. Und dann waren die Leute in den Kommentaren, wen hast du das gemacht? Ich will unbedingt wissen, wo das Lied ihr kennt. Und dann overnight kriegst du dann 1000, 2000, 3000 Streams auf 24 Stunden. Das ist mega krass, wenn du von so nochmal drei Views am einer Woche. Das ist schon ein bisschen gekrascht für meinen PC, wo der geschieht ist. So. Ja. Nee, das war dann am Anfang der Start zu meiner ganzen Karriere, wo ich angeschlagen habe. Also, okay, wenn das irgendwie möglich ist, dann kann ich auch Musik machen in meinem Leben. Und kann ich, also, wir wissen ja alle, dass Spotify-Streams am Anfang gar nicht so viel Geld generiert. Aber bei 3 Millionen Streams ist das nicht schon etwas so? Auch finanziell gesehen. Das ist finanziell ein bisschen etwas, ja. Ich verdiene am Moment doch einen kleinen Teil. Das geht einfach lange nicht dafür zu leben. Am Ganzen, also es ging so eine schöne Vakanz gehen, wenn ich das verdient habe. Okay, ja. Eine schöne Vakanz also. Ja.
Du bist ja auch DJ, also Rico James und oft mit dem Co-DJ, den Raphael. Genau. Rick and Ruff hieß da. Und du hast schon ganz viel, also dir hat schon viel zu Lützeburg abgelöscht. Und am Anfang einfach an die ganz DJ-Szene Fuß zu fassen. Wir hatten die große Chance, dass man konnte ein Menü gefangen, so das Jahr für die Premiere, und dann haben wir alle guten die Freibayern, die so abkommen, einfach matt geholt. Da wurde sich relativ sehr, konnten nur machen. Und am Anfang eine Aufgabe, weißt du, was ich immer machen, das ist leider einfach freuen. Hey, ist in den an denen spielen die Musik, kann ich da ablehnen? Und dann habe ich auch selber gefreut. Und dann, das Lützeburg relativ einfach. Ich habe auch zu Berlin probiert, da war die überhaupt nicht einfach. Und das ist auch nicht mehr durchgegangen für 3 Mal abzulehnen. Aber zu Berlin ist es auch so, dass du viel mehr DJs gehen. Also jeder, das ist so krass. Ja. Also das ist wirklich zu Berlin, du trippelst rundherum und du fräst 10 Leute so und 7 von denen sind DJ. Absolut, das ja. Aber das ist auch, du spielst ja nicht irgendein Genre, ne? Also das ist echt ein Techno-House, gegen Schluss an? Oder, das ist ganz gemischt. Hängt von meinem Gemütszustand auf. Okay. Das ist alles im Bereich House manchmal. Das geht von 120 BPM bis 160 so. Das heißt, keine noch Techno nennen, was Ghetto Tag, Deep Tag, Minimal House. Das ist die ganz, das hängt von darauf. Auf der Crowd. Willst du auch diese Sommer viel ablehnen? Ich hoffe schon, ja. Das ist auf jeden Fall mit La Soirée die Sache geplant, mit Rick and Ruff die Sache geplant. An Rocker ist mittlerweile ein Residency. Ja, das stimmt. Die sieht bald auf Freuden, du, oder? In 2019 da, ja. Ja, mega nice. Cool Crowd immer, ja. Ja, also immer voll. Das ist ziemlich immer voll, ja. Das ist auch flott. Du hast gerade gesagt, du hast am Anfang La Soirée gegründet. Was war das überhaupt? La Soirée ist mit Matthias Treine gegründet. Das ist ein Label, wo wir probieren, die bestmögliche Soirée, die wir können erstellen, machen. Das vergleichbar mit Solo mal Ultraschall. Wir sind natürlich viel mehr klein, mit mein ganzes Know-how, wie in einer Party mischt, und auch den Vibe so an der Soirée, den probieren ranfließen zu lassen, und wie gesagt, die bestmögliche Soirée an Mengen Möglichkeiten dort zu garantieren. Lützeburg organisiert sich immer sehr viele Festivals, zum Beispiel am Sommer. Und meinst du, Stadt oder überhaupt Lützeburg, meinst du, sie könnte mehr machen? Also ich war letztes Jahr relativ überrascht, wie viele Festivals an so Klangfestivals so mal gaufen. Ich weiß nicht, ob nach der Böse du hast nach viel mehr. Den Rockefeller den ich immer mega fand, das war ein cooler Platz. Das war vielleicht cool, was man hat, und das ist leider irgendwann war das nicht mehr. Wir haben den E-Lake, mit den Loa, mit den letztes Jahr war noch Beyond Music Festival. Oder war das viel letztes sogar. Also soweit ich weiß, am Sommer als ziemlich aber allmond irgendein größere Festival. Ja, ja. Ich weiß nicht, der Böse was meine schon nicht unbedingt dafür nach viel mehr. Ist immer froh für alles mehr. Gibt halt immer so die Leute, die hören ab zu machen, weißt du. Und da freue ich mich immer auch, ob DJ selber noch so eine Kritik und den Festivals tun. Kritik von meiner Seite ist für mich, das ist nicht die größte Fan von EDM. Ich hätte mehr gerne etwas mehr Spezifisches, wie also am Hausbereich. Mir das ist eine Affäre, die gut. Ich meine, ja, ich bin noch nicht großen EDM-Fan. Das ist immer, das ist aber ein bisschen das, was Lützeburger gerne und uns gefehlt. Das kann sein, dass das mehr Richtung Mainstream geht, und wenn es mehr zugänglich ist. Das kommen wir so und so. Wir kommen viel von Hip-Hop an. Ich meine, viele Leute, die so Hip-Hop nicht mehr gelauscht haben, vielleicht noch ein bisschen EDM oder vielleicht ist die nächste Evaluation nach ein bisschen mehr Underground zu gehen. Ja. Ich wäre froh. Mal gucken, wo wir hier kommen. Ich fand, Loa möchte das schon ziemlich cool mit ihren Rave-Cages. Also das, sie müssen definitiv evaluiert. Ja. Aus der Nightlife als DJ nicht so ein bisschen anstrengend, weil ich selber dann auch viel mit Alkohol und anderen Drogen in Kontakt könnt. Das ist extrem anstrengend, aber auch rewarding an vielen Hinsichten. Wenn es ein cool Soiree hörst, letzte Freude zum Beispiel, Rocker sind schon abgelöst, und ich habe den ganzen Tag geschafft, für mich ist 6 Uhr aufgestanden und wirklich gehustelt, und dann oben so noch abgelöst. Klar, Alkohol ist ein Thema, Drogen ist ein Thema, aber das ist frei selber los, wie ich das will handeln. Also, wenn du nicht willst trinken oder keine Drogen willst holen, dann musst du das nicht machen. Ne? Das ist kein Thema. Das war, ja, das war. Weil es wird ja auch oft gesagt, wenn du in der Gastronomie schaffst, dass du auch die ganzen Zeit halt so surrounded by Alkohol bist und dass du selber immer tempted bist, viel zu trinken. Temptation ist absolut so, 100%. Ja. Aber das ist auch immer sein eigener Herr an der Sache. Das war, muss ich ein bisschen Selbstdisziplin weisen. Genau. Meinst du, dass die Lifestyle aber viel drin gemacht ist?
Absolut nicht. Ich zweifle selber, für mich gemacht das heißt. Ja. Weil das geht immer bis 3, 4 und dann Mäuser sind aber schon ziemlich am Eimer. Ja, Definitiv. ja, ich kann mir vorstellen. Und also mein Drama aus am Anfang gewirrscht immer, dass ich kein international unerkannter DJ-Produzent bin. Das gibt dann noch zu springen, dass ich Reisen an, keine Ahnung, 3, 4 Gigs an der Woche und kann ich mir noch immer vorstellen, aber das muss ganz disziplinär durchgezogen gehen. Also du kannst nicht trinken oder dann gehst du direkt, ich werde dahin, die werde direkt fort. Ich pack mein Körper, packt das gar nicht. Ja, ich meine, keinem sein Körper, I guess. Also du bist so krass, du gewinnt, dass der Körper einfach so sieht, so, yo, fuck it. Maybe, ja. Crazy. Mir auch mal produzieren, also müsst du da doch nur noch just für dich selber oder produzierst noch Sachen für andere Leute? Ich produziere größtenteils für mich selber. Ich habe immer in Produktionen, wo ich Leute entweder helfen, eine Ghost Production, ich habe vielleicht gemacht, oder Ein Ghost Production? Ghost Production ist, wenn ich für einen anderen Künstler quasi, ohne dass mein Name dabei steht, ein Lied gemacht habe. Okay, mir ist das nicht ein bisschen blöd, so, wenn dein Name nicht gewiesen wird. Ich gehe dafür bezahlt. Okay, ich verstehe nicht. Man's gotta eat. Ja. Und, ja, ich arbeite immer mit lokalen Künstlern und ich habe auch schon mal ab und zu mit internationalen geschafft. Für kurzem nach meinem Livan-Lied gemacht, den kanadischen Rapper, wo ich den Beat gemacht habe und dann noch Mixing, Mastering. Ja, aber größtenteils produziere ich für mich selber als Spaß und ja, mir einfach Spaß. Das ist eine coole Sache. Ich habe auch gelernt. Ja, stimmt, ja. Du bist literally Profi dran, oder? War das dann ein recent Lied von dir, den du veröffentlicht hast? Ein recent Lied, weil ich das gerade so von Levant Globetrotter, das ist so ein Hip-Hop-Beat, bisschen cool, bisschen laid back. Und ein anderes Lied am Progressive House-Bereich, das war ein A Path to a New World, das eine Genre released gehabt für uns 2 Mains. Können wir vielleicht eine Rolle stellen? Ja, gerne. Das war A Path to a New World von Rico James. Wen hat der Chor gemacht? Das war mega kompliziert. Ich habe nicht getroffen. War 6 Tage. Nee, ich meine Internet. Den Internet sind wir da geholfen. Wie besteht so etwas? Das ist noch nicht so kompliziert. Ich kann noch kurz Geschichte erzählen, wie das Lied entstanden ist. Gerne, ja. Ich hatte einen relativ miserablen Tag und ich hatte gut keine Lust, Musik zu produzieren. Und ich habe mich aber quasi forciert und dann habe ich das Lied angefangen zu machen, die Heavenly Vocals davon. Dann war ich so, wow, es war mega ein Flow und dann war das Lied mega schön. Oh. Und du hast das Lied entstanden. Das Lied ist am Anfang entstanden als etwas Schlechtem, aber es ist mega gut. Ich fand das Resultat auch so, dass du als gingst irgendwo floaten. So. Deswegen, das ist wirklich ein Path to a New World. So. Das ist schön. Ich meine, der Titel passt. Ist da gelungen. Merci. Mir auf vier Runden von der Schwarz, dass zu Berlin sich gefühlt jeder einen DJ nennt. Und schon gefühlt,
dass es sich von den nicht layert, also nicht layert, mehr so, wenn ihn sich Tutorials ranzieht und sich Material kauft, in sich ziemlich easy kein DJ gehen. Wie gesagt du das? Ja, das ist 100% richtig. Also ich kann also, wenn Louis Bamisch kennt, ich will DJ gehen, da kann ich dann länger Stunden alles erklären mit dem modernen Material, wie du kannst DJ sehen. Das geht wirklich easy. Also du kannst auch in einer Woche üben, du hier einen Gig machen. Aber woran erkennt ihn dann einen guten DJ? Ein guter DJ, den als präsent, also am Mengen an präsent mit der Crowd, Track Selection möchte Sinn, und du kannst einen Crowd durch den Ofen leiden, der da selbst fetzt, an einen gewissen Shade kann doch mal, wenn es halt oft gemacht ist, wie man alle, bis du den 1000 Stunden, die du brauchst, selbst zum Mastern. Wenn es selbst viel misst, dann gehst du einfach sicher, Leute merken das, und du kannst dich konzentrieren auf kleine Nuancen. Ist ein bisschen mit den Leuten Kontakt halten an der Crowd, und auch vielleicht mal Heinz, du Effekte machen, die nicht alle Anfänger DJ kann machen. Meinst du nicht, dass auch so Werbung für sich selber auch einen großen Unterschied mischt? Wie meinst du das? Mal sich selber zu vermarkten? Ja, ganz klar. Also du kriegst, kann ich schreiben, wenn du hier sitzt und du dein Instagram-Game als on Point oder Social Media Game als on Point, kriegst du mehr Gigs, wie wenn du all Woche irgendwie an der Local Bar ablässt. Das ist wirklich wichtig, dass du dich vermarktest. Das ist viel mehr wichtig, wie sogar das Ablesen selber. An der ganzen DJ-Szene sind am Anfang mehr Männer vertreten wie Frauen, fand ich. Meinst du, es gibt eine Erklärung, wieso das so ist? Ich weiß keine genaue Antwort darüber, aber ich merke, dass das bisschen mehr Zugänglichkeit löst für Frauen und ich gefühl. Also mir haben ein paar Beispiele erzählen, wo einfach Frauen auch mehr vertreten sind, weil man auch braucht, weil auch mehr cool ist. Ja, und, das ist mega slay. Klingt vielleicht auch ein bisschen komisch, wenn es eine Frau da auflädt, das zieht teilweise mehr Crowd nach wie ein Mann, wie sie schon lange kennen. Ja, ich weiß, das ist eine Sache von Interesse, von Trauen, ich weiß nicht genau. Mir auf alle Fälle, ich meine, das kann das genauso gut machen. Vielleicht auch von Trauen, ja. Maybe Trauen, ja. Ja, dass sich trauen muss, überhaupt mal auf die Idee zu kommen, das zu machen. Genau. Muss ja auch eigentlich denken, passieren, da sind. Genau. Ne? Ja, schon zum Beispiel Demi Watson, das für mich so das letzte, wo ich DJing, was wirklich am Mengen an wirklich immer nur gefallen wird, auch viel anderer medischer Frauen motiviert wird, zu starten. So. Absolut. Sie machen gerade jetzt hin, mit dem, wow. Mit dem Flavor Trip. Sie kriegen so viel Cloud, das ist crazy. Wirklich. Also, guck dir ran auf YouTube. Flavor Trip ist das Ganze. Das ist Demi Watson mit Jimmy Harvey. Sie machen da eine DJ-Race. Das ist ziemlich cool. Aber ja, zurück zu dir. Du hast für kurzem den IG4 gegründet. Erzähl das mal davon, ist das mega excited? Ich bin excited as well. Das ist ein großer Schritt gewesen. Gott sei Dank mit dem Support von meinen Eltern und von anderen Leuten, das wäre das gut und möglich gewesen. Meine Firma ist RBS, das steht für Rickberg Solutions. Und das ist für ein paar Tage dann vorbei geschrieben, dass es ein SRL ist auch. Glückwunsch. Merci. Wir sind ganz seriös. Ich kann eine kleine Rundown gehen, was wir machen am Anfang. Allerdings, wir bieten DJ-Services an, alle mit allem drum und dran. Das heißt, du siehst, du hast eine Soiree, wir brauchen Material, an DJ, und ich stelle alles, was ich kann. Wir machen Lokation, wir machen Live-Mixing, wir machen Mixing, Mastering am Studio, wir machen Produktionshilfe, wir machen auch einen Reparaturshop für alles, was so an dem Bereich ist. Das heißt, ein Mikro als Footy, dann Gitarre als Footy, dann Amplifikateur als Footy, Keyboard, können wir alles flicken. Relativ schnell sogar. Und da sind wir relativ einzigartig am Land gegenspielt, also wir schaffen auch offiziell mit Stage Music zu summen. Und für die größte Sache schaffen wir auch mit SPLS zu summen, das der Claude Schock mal von haben. Voilà. Es geht 4 Runden, das ist viel Arbeit, aber ich freue mich mega. Das ist ein bisschen ein Rahmen, den in Erfüllung geht, dass ich das kann machen. Das ist schön, das freut mich wirklich. Ich liebe das, wenn Leute, wenn junge Leute hier eine Firma gründen und es klappt. Moment klappt es. Ja, ja. Ich gebe mir ganz viel mehr, ich stehe schon alles dran. Ich probiere alles, was ich weiß und alles, was ich kann, immer dem Klienten natürlich mal zu gehen. Das heißt, aus sich kannst du die ganzen Sachen auch reparieren. Also das Know-how, den du der Uge selber, also selber gelöscht hast, oder? Wir schaffen mit Stage Dog zu summen. Das klingt so ganz crazy, das ist von meinem Papa. Das Ganze ist ein ziemlich Familienbetrieb im Moment. Und mein Papa pflegt, den hast gelehrt, den Elektriker, Techniker, Ingenieur. Und voilà, hier möchte das. Ich mache so kleine Sachen nebenbei, wissen wir, so wenn wirklich deep geht, dann es wird kompliziert, das wird zu flecken. Du sind nicht raus, voilà. Ich kann ein bisschen leiden, dann du ein bisschen proper machen. Das sind meine Jobs.
wann ich an enger Form kann helfen an enger Firma seft dat lo fir eng einfach Spotify Playlist wo ich kann mache fir ein Event oder DJ stellen oder du willst sogar Festival organisieren. Ich schon alles was du brauchst dafür komm gerne. Sorry. Meier. Ich Firma ist Rickberg Solutions an mein Nummer ist Rickberg. Nice. Das war Hashtag Werbung für den Rico. Mir schon aber auch mega wichtig, dass Leute mitkriegen, dass sie da überhaupt kann machen. So, dann das weil Digga oft gehen Leute, die laufen dann direkt im Ausland, so am Platz von gucken, weil es hier am Land geht. Genau, ja. Und ja, zweites am Bereich Kultur. Also ist wichtig, die Locals zu unterstützen. Fand ich auch. Das schreibe ich. Komm mal jetzt da leichter froh. Was willst du den Leuten bei uns mitgehen? Es klingt vielleicht ein bisschen cheesy, aber das ist wichtig, dass ihr etwas möchtet, weil ihr Spaß möchtet und dass ihr Gefühle, dass ihr irgendwie weiter könnt, am Leben auf alle Fall. Ich hatte eine Zeit, wo ich zu Berlin probiert habe, Musiker zu sehen, just an sind überhaupt nicht weiterkommen, wie ich wollte, an Richtung Depressionen gegangen. Wenn ich etwas kann mitgehen auf die Weg, mach Sport, bewege dich und guck, dass etwas macht, was dir gefällt am Leben. Das ist schön gesagt. Und das ist auch absolut vor. Ja. So, wir müssen immer gucken, ein bisschen noch am Boden zu bleiben. Ne? Absolut, ja. Maja, das war Kultur pur. Zu Gast war der Rico James oder der Rick Berg am Anfang. Vielmals merci, dass du hier warst. Ganz gerne. Ich wünsche dir viel Spaß bei deinen zukünftigen Gigs, bei deiner Firma auch. Und ich hoffe, dass die paar Leute weiterkommen. Und nach einem Shoutout an für Fotografen in dir, der Rick ist der Fotograf für sein Event. So Bescheid. Yes. Allez. Ciao, ciao. Das war Kultur pur. Der Podcast für einen anderen Abblick an Kulturszenen zu Lützeburg. Ciao, ciao, mega nice.